Marketing natürlich genauso. Ich kann Produkte halt in einer ganz anderen Form darstellen, wie wir das auch vorhin schon gesehen haben. Ja, Events wurde schon auch erwähnt. Wir haben auch Experimente gemacht mit Events. Wir haben eine sogenannte IBM Academy of Technology. Das sind halt so die Top-Technologen der IBM, die halt heutzutage auch nicht mehr reisen dürfen. Und mehr und mehr in diesem Jahr kommt es sehr krass. Wir haben fast nur noch virtuelle Events in diesem Jahr. Also viele der Veranstaltungen, die wir sonst in schönen Stellen wie Las Vegas oder Barcelona oder so gemacht haben, sind aus Kostengründen in ein Online-Event umgebaut worden. Wir haben zum Glück frühe Experimente gemacht, als man reisen durfte, und haben halt gemischte Events gehabt, wo Leute tatsächlich live vor Ort waren und in Second Life oder mit einer anderen Technologie, die wir verwendet haben, teilgenommen haben. Das war alles sehr erfolgreich. Das hat sehr gut funktioniert. Wir konnten also die Konferenz zu wesentlich mehr Leuten öffnen. Und man kann sich natürlich hier alle möglichen Social Community, Web 2.0 Aspekte und so weiter vorstellen. Das ist wirklich extrem spannend. Also so eine Veranstaltung wie hier, jetzt nebenher Twitter zu begleiten, ist ein ähnliches Beispiel. Wir haben eine Münchner Kreisveranstaltung gemacht, wo eben auch Leute in Second Life teilgenommen haben, zusätzlich zu denen, die im Raum saßen. Und wir haben die Second Life Teilnehmer auf dem Schirm. Und das Interessante war, die haben natürlich über Text gechattet und das war lesbar. Und der Vortragende hat sich halt gewundert, warum alle brüllend lachten, weil irgendjemand hat dann halt erzählt, was ist denn das für ein Blödsinn, was der erzählt und solche Sachen. Also es gab eine interessante Interaktion zwischen denen, die halbwegs in dem Second Life saßen und sehr offen über das Ganze gesprochen haben, und denen, die im Publikum saßen und sich etwas besser benommen haben. Also interessante Experimente. Education und Training hatte ich eigentlich schon abgedeckt. Hier gibt es sehr konkretes Interesse. Also ich habe auch persönlich sogar in den letzten Wochen mit einigen Firmen sprechen können, die Tausende von Schülern, Studenten, Lernenden haben, Auszubildenden haben, die sehr wohl darüber nachdenken, wie man diese Technologie einsetzen kann. Und ich denke, wenn es da kommt, wird es einfach den Rest sehr schnell befördern. Dies ist für mich eines der interessantesten Gebiete, System Management, Process Management, Gebäudemanagement, einfach weil man hier sehr schnell Einsparungen in der realen Wirtschaft erleben kann. Ich denke, dass alleine nur, na gut, wenn man von der IBM kommt, denkt man an Rechenzentren. Rechenzentren besser zu erklären, welcher Server war jetzt nicht mehr verfügbar, wie war die Hitzeverteilung, kann ich das visualisieren, kann ich den Wartungstechniker besser dahin leiten, aber natürlich auch in gefährlichen Umgebungen wie Ölplattformen oder Fabriken kann man das Ganze sehr viel besser verwenden. Das ist sogar besser letzten Endes besser als jede Kamerasicht. Wir haben Experimente bei uns gemacht, auch zusammen mit einer Firma aus der Ölindustrie, wo die Mitarbeiter alle so einen RFID-Tag tragen, einen aktiven, der halt über wenige Meter gelesen werden kann, oder mehrere Meter gelesen werden kann und Leute sehr genau auf den Zentimeter genau lokalisiert werden können. Wenn dort jemand am Boden liegt, beim Feuer, Rauch im Raum, ist der halt über diesen Tag tatsächlich lokalisierbar, und eine Kamera würde den nicht erfassen. Der liegt vielleicht auch hinter einem Schrank oder irgendetwas. Ich kann nicht sehen, ob das Gebäude leer ist. Über die RFID-Technologie kann ich das sehen. Wenn ich auf einer 2D-Karte des Gebäudes darstellen kann, ist das schon mal ganz gut. Wenn ich das in 3D visualisieren kann, kann ich die Einsatztruppe entschieden effizienter dorthin steuern. Also hier gibt es eine ganze Menge Ideen und Überlegungen. Was wir selber gemacht haben, wir haben halt, dadurch, dass unser Chef gesagt hat, das ist wichtig, eine ganze Reihe, die wir immer mobilisieren können, die sich hier vernetzt haben und über viele Plattformen miteinander gearbeitet haben. Wir haben uns dann sehr schnell auch darum gekümmert, die Standardisierung voranzubringen. Wir hören gleich auch noch ein weiteres Plädoyer für den Open Simulator. Auch mein Team hat das OpenSim sehr stark verwendet, für die, die es nicht gesehen haben. Das ist quasi ein Nachbau der Second Life Technologie, da Linden Labs den Klienten, also die PC-Software, mit der man die Welt steuern kann oder betreten kann, Open Source hat, ist das Protokoll klar, mit dem der Client mit dem Server redet, also kann man einen Server bauen, und das macht diese Community von Open Source Kollegen. Ja, wir haben eine ganze Reihe Experimente gemacht. Natürlich haben wir ein Briefing Center gebaut, ein Business Center gebaut, wir haben ein Zentrum gebaut in Second Life, bei dem man sich über die IBM erkundigen kann. Das hat viele tausend Leute interessiert. Ein sehr spannendes Experiment. Auf unserer Böblinger Second Life Insel ist das rechts oben im Sinne von Steuerung. Einer
meiner Kollegen, meiner Mitarbeiter hat sein komplettes Haus mit Sensoren ausgestattet. Also wirklich, nicht nur so aus Spaß. Alles, die Heizung, die Haustür, komplett alles. Der kann also, wenn der Postbote klingelt, wird es auf sein Handy gebracht, wenn er nicht da ist, und der sagt dann dem Postboten, ich mache die Garagentür nebenan auf, lege das Paket rein, und solche Dinge, das funktioniert super, und das hat er alles über 2D, also Portaltechnologie gemacht, und als dann die Second Life-Welle kam, hat er sein Haus nachgebaut. Er kann also jetzt aus Second Life heraus sein Haus steuern. Jeder von Ihnen könnte das tun, wenn er seine Brücke live schaltet, deswegen kann man die abschalten. Und man kann also dort eben das komplette Haus erleben und steuern und sehen, was da drin passiert. Das Deutsche Bank-Experiment hatte ich schon erwähnt. Ich möchte abschließen mit zwei etwas technischeren Charts. Warum beschäftigen wir uns als Entwickler damit? Ich komme ja aus einem Entwicklungslabor. Wir glauben, dass man hier ganz traditionelle, normale, langweilige, aber geschäftsträchtige Software entwickeln kann und muss. Wir sehen aus meiner Sicht die Technologie wie Second Life und andere einfach als Visualisierungsumgebung, auf die man einige, was wir Middleware nennen, Software stellen muss. Man braucht dort Datenbanken, man braucht Persistenz, man muss sich um Security kümmern, man muss das Ganze administrieren, man braucht operative Interfaces, man braucht Tools, schlicht und ergreifend, man braucht jenseits von Second Life oder ähnlichen virtuellen Welten einiges an Software, um das geschäftlich einsetzbar zu machen und um Anwendungen sehr einfach schreiben zu können. Also wenn ich eine neue 3D-Anwendung schreiben möchte, ich möchte mein Produkt darstellen und erlebbar machen, darf das nicht so furchtbar kompliziert sein. Ich muss nicht komplizierte Skriptsprachen lernen dürfen, sondern ich muss eine Middleware verwenden können. Und das ist, was wir tun. Wir haben ein erstes Angebot, das Mitte des Jahres verfügbar sein wird, das es heute schon in Iterationen gibt. Das wird Virtual Collaboration for IBM Lotus SameTime heißen. Das heißt, wir gehen da einen Weg über eine bekannte Technologie. Lotus SameTime ist ein Instant Messaging Client, das ICQ, DBM, mit dem wir uns austauschen und das wir unseren Kunden anbieten. Und wenn man so einen Chat macht mit mehreren Leuten, 10 Leute können da chatten, Group-Chats, kann man sagen, lass uns in eine 3D-Welt gehen. Und dann sagt man, wir nehmen diesen Raum mit einem runden Tisch und einem eckigen Tisch oder irgendwas vorkonfiguriertes sucht man aus. Die Leute sind alle authentifiziert und der Raum wird dynamisch kreiert. Und der kann ganz neu sein oder der kann auch noch die Arbeitsmaterialien vom letzten Mal beinhalten. Und auf die Art und Weise wollen wir einfach Zusammenarbeit über die Ländergrenzen, weltweite Zusammenarbeit innerhalb von Teams, sei es in Firmen oder wo auch immer, ermöglichen. Ich erwähne das hier deshalb, um es ein bisschen konkreter zu machen, warum die IBM da drin ist und auch schlicht und ergreifend. Das ist nach wie vor ein Experiment. Ich denke, was uns alle interessiert ist, was ist die Killer-Application? Was ist wirklich das, wofür Leute bereit sind, Geld auszugeben? Ist das Online-Learning? Ist das Commerce? Ist das Marketing? Was ist es wirklich? Und wir haben jetzt hier einfach eine Umgebung geschaffen, die basiert auf OpenSim, also OpenSim ist darunter, mit der man beliebige 3D-Applikationen bauen kann. Und wir sind einfach interessiert an Feedback. Wer mit uns also darüber diskutieren möchte oder mit uns daran arbeiten möchte, ist herzlich willkommen. Ich persönlich glaube, dass das sehr wichtig sein wird. Die Vision, die wir haben, ist, dass diese Technologie sich verbreiten wird durch Standards. Wir sind auch bereit, an diesen Standards mitzuarbeiten. Sobald diese virtuellen Welten vernetzbar sind und ich nicht mal einen Linden Labs Client laden muss und einen Trinity Client und einen Forterra Client und dann bin ich in verschiedenen Welten, sondern ich habe einen Client wie den Browser heute. Der Browser ist also 3D-fähig, virtuelle Welten fähig und ich kann von der Shopping-Mall zu meinem Training gehen und mein Urlaubshotel anschauen. Dann wird das Ganze tatsächlich genauso erfolgreich sein wie die anderen Dinge, die wir heute im Internet haben. Und wer glaubt, das Ganze ist einfach noch Mickey Mouse Grafik und nicht schnell genug, bedenke, wie schnell sich die Technologie bis heute entwickelt hat und wie schnell wir in der Lage sein werden, hier sehr reale Inhalte ins Netz zu bringen. Ja, damit möchte ich abschließen. Wie gesagt, ich komme aus dem Labor auf dem Schöneicher First, eines der bestgehütetsten Geheimnisse der Region Stuttgart. Wir liegen da irgendwo im Wald zwischen Böblingen und Schöneich. Deswegen eine kurze Werbung dafür. Es gibt dort ein Briefing Center, wer das also diskutieren möchte. Und ich bin nachher natürlich auch noch da und uns da mal besuchen möchte, um das Thema zu vertiefen, ist herzlich eingeladen.